Der Korvi kriegt einen Zuschlag, aber wie das Zwiefel dahinter kommt, das von Hummerl beschissen und hinters Licht geführt worden ist, schmeißt es aus und ihren Burm wird sein Auftrag wieder genommen. Kathi möchte lernen, wie man an einer Stange tanzt, aber die Rosi kriegt es falsch in die Ohren und meint, die möchte als ein Nackerter im Wirtshaus vor die Leute tanzen. Am Pfarrer sein alte Hirber ist von Schimmet, aber die Gundi verschafft ihm ein anderes Haus zum Mieten. Der Flori reißt einen neuen Hasen auf, aber nach dem Stopfer macht sie sich wieder davon, weil er allweil in seiner Kinderstube haust und von seiner Uri versorgt wird. Auf das Aufe zieht er von daheim aus und zieht zum Pfarrer in den sein neue Hirber. Da ist aber den sein Chef zuerst einmal schwer dagegen, wegen ein Flori sein liederlichen Luderlem. Doch die Uri redet ihm gut zu und drum hat er nachher schließlich nichts mehr dagegen. Der Hubert kauft sich einen sindteuren Fußball, wo die berühmtesten Bolzer einen Servus aufgeschmiert haben. Aber seine preisische Tochter versaut ihm mit ihren kindischen Krixi-Kraxi. Wie die Uschi da draufkommt, möcht's ihm heimlich einen Neichen unterjubeln, aber das fliegt auf. Danach beißt ihm ein Mordstrum Ziedracher in seiner Fratzen und sein Alte redet ihm ein, dass das vom Biersaufer kommt, weil es meint, dass er zu Forst wird. Dabei aber kommt es von den Kräutern, wo sie ihm unter das Kopfpolster gelegt hat, dass er nicht so schnarcht. Der Roland macht sein Lohn kindersicher, weil er Kindergarten auf Besuch kommt. Wie er aber endlich fertig ist damit, kriegt er einen sicheren Katar, dass die nimmer kommen mingen. Der Patrick lässt sie wieder als Model für Geld anfotografieren. Aber der Gregor ist stinksauer, weil er viel zu lang ausbleibt und Gäste in der Wirtsstube müssen ewig lang auf den Koch warten.